kid, you're clean cuts. I'm wide-eyed, your eyes are shut. If I'm knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, or toe-to-toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, cause together we're better off. And we can you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. You won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn. Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Oder was auch immer. Hi, ein Mandel. Wer seid ihr? Oh, Kinas. Kinas, es ist schon wieder Donnerstag. Weißt du, was Donnerstag ist? Ja, ich spiele ein bisschen Pokémon. Tüdelüdüm. Oh, gleich muss ich aber ein total leiser. Das ist ja das geil. So. Hallo, ihr Süßen. Schaut mal, was ich da von der Ober gekriegt habe. Oh, ein riesen
Darf man das überhaupt sagen? Oder ist Amerikaner für Gebäck auch schon wieder diskriminierend? Ich weiß es nicht. Ich richte jetzt Screen Switch, ja? Und dann schauen wir wieder mal ein bisschen ein. Pokémon Arceus. Naja. Hoppala. Irgendwas habe ich verloren. Egal. Hi. Litchi. Nice. Läuft. Ei, ich habe so Bock auf die Spur, ich kann es gar nicht sagen. Aber ich kann eigentlich dafür was anderes sagen. Wie geht's eigentlich denn, Uli? Hallo, hallo Kinder, wie geht's eigentlich? Geht's eigentlich gut? Ist irgendjemand daran was interessiert? Ich weiß es nicht, kann das sein? Was läuft denn da schon wieder für Dubstep, Mucki? Merci. Genau, wir spielen weiter Pokémon Arceus. Wie geht's damit? Oh Gott, ist das. Warte mal, der Switch-Sound ist nur so laut. Excuse me. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Ja, so ist gut. Etwas leiser. Nice. Also wenn sich jetzt so was Schlauser geschrieben hat. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So. Streaming. Und meine Kamera. War einfach unsichtbar. So. Wir spielen jetzt ein bisschen weiter. Der findige Zuschauer sagt jetzt, lieber Mando, wo kommen diese Spielstunden her? Und ich sag dann, ja gut, ich meine, habe ich gesagt, ich meine, gut, das habe ich aber. Ich bin in der Zwischenzeit, also die letzten Tage ein bisschen umhergewandert. Ich habe mein Item, also mein Inventar aussortiert. Ich habe noch 2, 3 Pokémon gefangen. Nichts Dramatisches, nichts, was jetzt erwähnenswert war, eigentlich das zum Verzögern und wo was Brutales passiert ist. Das Einzige, was ich da habe, ich habe ein Evoli gefangen. Lucky Lucky. Lucky Lucky Evoli. Ist it nicht beautiful? Wenn ihr mal sehen möchtet, wie man Evoli fangt, kann ich eigentlich gern sagen. Genau. Was ich außerdem noch gefangen habe, wie ich wieder zu der Stelle zurückgegangen bin, wo ich jetzt bin. Ergibt das auch Sinn? Ja, gibt Sinn. Ich habe noch ein Pikachu gefangen, aber das haben wir jetzt noch nicht im Team. Kommt vielleicht später dazu. Mal kicken. Das Team wird sich sowieso ändern, gerade wie ich lustig bin. Ja. Was jetzt vor uns liegt, ist der erste Boss. Ich bin schon gespannt, wie der wird. Und der Schlummerwald davor. Genau, das kicken wir uns jetzt schnell an. Vorher müssen wir noch das Boss Elite-Pokémon da besiegen. Hallo Tati! Hallo! Wunderschönen! So, habt ihr das mitgekriegt, was ich gesagt habe? Ich weiß nicht. Vielleicht? Aquabolo. Okay, alles klar. Ja, in der Zwischenzeit nur ein kleines Futzelbisschen weitergespielt. Nicht böse sein. Ist nicht voll passiert. Genau. Quatsch. Blapp. So, wir gehen mal wieder auf Igelava. Ich kann jetzt noch geschwind healen. Wie gesagt, das sagt es, was ein bisschen so passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe ein paar Pokébälle gemacht, ich habe ein paar Schwerbälle gemacht, ich habe das Inventar ausgemisst, ich habe ein paar Tränke noch gemacht und so weiter und so fort. Und eben das Evoli gefangen. Ansonsten ist wirklich nicht viel passiert. Genau, und da habe ich noch gar nicht weitergemacht. Hallo, ich will da gerne hoch. Hallo, ich will da gerne hoch. Genau, da haben wir letztes Mal aufgehört. Und da sind wir immer noch. Hallo? Hallo? Erstmal ein bisschen Baum ernten. Und du bist ja Anton ernten.
Mit dem Speerball. Gefolgt. In Ton. So, was ruft jetzt der Neues umeinander? Das ist Schaloko. Battle! Let's battle, let's Schaloko! Tati, wie geht's dir? Geht's dir gut? Was tut die? Ja, Level 8 ist jetzt ein bisschen mickrig. Ein Exemplar besiegt. Evoli hat eine Attacke gemeistert. Was ist da? Aspiro. Oh Gott, Tante schwer. Hallo? Du musst da aus 2 Meter Entfernung werfen, dass du mit dem Bus triffst. Naja, langer Tag, sonst gut. Dir? Soweit, alles gut. Bin fast ein bisschen müde. Bei mir war es halt ja auch wieder lang. Lang und viel, aber was heißt das schon? Oh, das Anton ist das Lieben. Fangen. Haspiro. Oh. Haspiro flüchtet. Ja, aber schau mal, der Feierabend, der ist jetzt da mit mir, dem Mandu, damit du ein bisschen chillen kannst. Ruhig. Waterby. Männlich. Besiegen. Ein weibliches hätte jetzt gefangen. Amerikaner. Au. Cool ausschaut, oder ist das schon? Nehmen wir mit. Panikon oder Schaloko? Schaloko. Panikon ist Pinky. Kommt mal rein. Schaloko wurde besiegt. Bis der ENC abwehren. Was ist da noch? Oder haben aber so Haspiro und Anton. Oh lol. Hau ihn ab, ist ab. Ernsthaft. Ernsthaft, Pokémon. You really does this? Was ist jetzt lieben? Schau drin. Gefangen. Oh no. Kommst du? Wohl. Was hast du für einen krassen Bogen zaubern, du? Okay. Und nochmal. Perfekto. Ah! Bleib drin. Ich mag das Haspiro am Lernen. Komm, gib ihm. Please. Please. Nice. Von einer Skala von 0 bis 10, wie sehr würdest du das Spiel empfehlen? Ich glaube, es kommt ganz drauf zusammen, wie dein Spielstil ist.
wenn du selber der Meinung bist, dass Pokémon extrem cool ist, du dir aber schon mal Pokémon gewünscht hast mit voll mehr Freiheiten, ist das legit das beste Pokémon, was es gibt. Was es aktuell gibt. Es hat so ein Feeling für Pokémon Mystery Dungeon. Quasi, ich habe noch nicht alles gesehen. Oder ich hab's gefallen, ich habe alles gesehen, ich finde da war wieder was Neues. Wir haben jetzt in der ersten von 5 Welten. Wir haben die erste noch. Mal, Lucky. Wir haben die erste bis jetzt nur da in der Mitte überquert. Uns geht das da noch an, uns geht das da noch alles so. Und die Welt gibt's mal 5. Also du kannst da Monate versenken in dem Spiel. Wenn du schon mal voll Freiheit und voll Landschaft gewünscht hast, ist das must buy. Wenn du jetzt so voll Wert auf deine Arena und Pokémon, also direkte Arena-Kämpfe und Trainerkämpfe legst, zum Beispiel wie der liebe Mandu, der hat gesagt, er kann sich zwar schon anfreunden mit dem Spiel, aber er gängen Trainerkämpfe an. Kann ich auch verstehen. Werden aber zum Ende hin des Spiels mehr, so was ich gelesen habe. Zwar nicht viel, das sind dann vielleicht so 10, 15 Stück, aber das war's dann. Aber wer Leute das Erkunden, Sammeln, Fangen liebt und nicht darauf angewiesen ist, dass er mit meinen Pokémon kämpfen muss, in einer zwingenden Art und Weise, perfekt. Ansonsten bin ich ein normaler Pokémon-Spieler, habe meine Spiele durchgespielt und muss man es jetzt nicht unbedingt kaufen, gebe ich 8. Bin ich Pokémon-Fan, ja. Für einen normaler Casual-Pokémon-Spieler 7 und für einen Pokémon-Fan 9. Hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, da man sowieso jetzt Pokémon kaufen, das ist ja schon wieder scheiße. Kritik am Spiel, Grafik ist. Digi, Game Freak, das kennt's besser. Das kennt's besser. So ein Jahr Entwicklungszeit hätte dem Spiel nicht geschaut. Ganz ehrlich. Aber es ist so rundum schon mal von der Art und Weise und dass man sich überhaupt traut, einen neuen Weg zu gehen. Es ist schon sehr, sehr gut. 9. Ich bin Topin, Mitglied des Perklans und Wächter von Accentor. Oh, ich weiß schon. Du bist hier, um eine Audienz bei Accentor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das ist ja völlig verständlich. Immerhin ist das ja ohnehin schon überwältigend mächtige Accentor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Hoppala. Leider ist aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss mit der Macht des ewigen Sinnes erfüllt haben. Komm schon. Tu das für mich. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Accentor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Accentor zu lassen. Wenn nötig, werde ich zusammen mit meinem Viscora dich von hier vertreiben. Ja, ist klar, Digi. Dann machen wir. Zum Thema, es gibt keine Trainerkämpfe. Ist wahr. Okay, bringt mir nichts. Tempotechnik. Blubber. Oh, das tut weh. Okay, du gar nicht so stark, wie ich gedacht habe. Und reicht auch nicht. Tempotechnik. Glut. Blubber. So, hau den Burn und wir dürfen gleich nochmal angreifen. Rückzug hebt, dahin geht die Uzi. Fällt mir aber sein. Von der Art und Weise, wo es das Spiel anders macht im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Beeindruckt mich schon in der Art und Weise, wie sie es probieren, so stark, dass immer das Spiel definitiv wieder kaufen wird. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss unbedingt sparen, dann warte ein halbes Jahr und kauft das auf eBay Kleinanzeigen für 40 Euro. Oder 35. Du kannst es da warten, du verpasst jetzt nichts, wenn du es jetzt im Moment nicht spielst. Aber ich darf mir es wieder kaufen.
Die 60 Euro kränken mir jetzt nicht. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axantha lassen kann. Es würde dich im 0, nichts zu Kleinhals verarbeiten, wenn du in seiner Nähe bist. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihnen seine Leibspeisen als Opfer darbringt. Aber momentan komme ich nicht einmal als sein treuester Wächter nah genug an Axantha heran, um sie ihm zu geben. Ein Außenseiter wie du hättest erst recht keine Chance. Es heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewährt den Vorfahren von Axantha, Dhametyr und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützten sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perlclan heute nicht in Hisui leben. Nicht? Perla? Axantha ist also noch stärker geworden. Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamant-Clan verehrt? Für den Perl-Clan ist Axantha ein sehr bedeutsames Pokémon. Kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände dieses Außenseiters legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axantha besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann von Konflikten mit dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition kommen. Fremder aus dem Himmel. Du bist sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Das kriegen wir hin. We are the best fighter from the universe. Ja, Perl Diamant, Pokémon Top 4. Easy. Na schön. Topin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axantha besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, wie wir es besänftigen können. Durchkämme jede einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Ja, was soll ich machen? Spinnst du jetzt? Schick mir per Mail. Schnellreise zu den Basislagern andere Orten durchführen. Beachte aber, dass diese Funktion manche Situationen nicht verfügbar ist. Okay, alles klar. Deswegen haben wir die Option jetzt gekriegt. Alles klar. Nein, Meister. Wirklich nicht. Warum ist der Professor da nicht da? Da ist doch keiner Prof. Ja. Mano, hello. Wir laufen die Untersuchungen von Axantha aus dem grünen Bereich. So. Seine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich mein Büro nachgrübeln. Leistest du mir Gesellschaft, Mano? Okay. Wie gesagt, Pikachu haben wir gefangen. Können wir dann ein neues Team einpflanzen. Haspiro, Anton, alles klar. Okay, $1400. Ui. More money in the bank, bitch. Pikachu, bevorzugte Nahrung. Okay. Okay. Immer schon wieder Level Up dauert. Ein Rangaufstieg, Level Up. Das in Rage geratene Axantha hat sich früher mit seinen 2 Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axantha haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal sein Wächter nähern kann. Bitte gib mir etwas Zeit, um nachzudenken. Im Unterlagen muss es irgendwo einen Anhaltspunkt geben. That's it. Das ist es. Wir werfen sie einfach. Oder genauer gesagt du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum solltest du Axantha eine Lieblingsspeise nicht einfach zuwerfen? Klingt schlüssig.
Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokéballen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie den Namen Entspannungskugel. Wäre Larvenkugel nicht ein besserer Name? Aber das hört sich das so an, als würde jemand mich werfen. Wahrheit ist nix. Die beiden Lieblingsspeisen von Axantor besorgt ebenfalls der Player-Clan für uns, richtig? Yes, Sir. Du solltest jetzt zum Baumriesenkampffeld zurückkehren und den Perlclan von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, Mano. Wenn du zum Baumriesenkampf fahren möchtest, würde ich sie empfehlen, bis zur Anhöhenbasis aufzubrechen. Von der Anhöhenbasis aufzubrechen. Was wir jetzt sehr schnell tun, ist, dass wir zu der Frau Chefin aufgehen und uns da unseren neuen Rang holen. Ich bin nämlich Pokémon-Meister. Ich bin falsch. Entschuldigung. Chefin? Warte mal, ich bin aber falsch. Hallo? Wo sind die da alle hin? Hoppa, hoppa. Da ist Chefin, grüß Gott. Ja, genau. Dann wollen wir uns anschauen. Oh, wir gehen mit Superbälle einsetzen. Werden die Pokémon bis Level 40 gehorchen. Superbälle. Mhm. Was sollten wir vorher noch unser Inventar entleeren? Oder so. Ja, mal mit. Das haben wir dabei eine. So. Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es lieber. Lasst uns zu eurer Anhöhenbasis gehen oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Okay. Was kommt jetzt? Ah, damit hier. Miezi. Ich habe damit erklärt, dass es die dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämpfst, denn das in Rage geratene Axantor zu besänftigen, Mano. Und das als jemand, der weder dem Perlclan noch dem Diamantclan angehört, sondern sich bloß durch den Riss im Raum-Zeitgefüge zu uns verwirrt hat. Verirrt hat? Ne, verwirrt hat. Dummer Mann. Und wie du siehst, scheinen seine Bemühungen, uns nicht kalt zu lassen. Ihn nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu schätzen wissen. Damit hier hatte ich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Jana, wärst du so gut? Ja, Meister. Spitz die Ohren. Was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Wer kennt's? Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Lysenflöte. Damit kannst du hier herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Den Überlieferungen nach waren diese Flöte ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Und nun gehört diese dir. Nice! Ist nicht der Rede wert. Ich kann mit deiner Flöte sowieso nichts anfangen. Versuch's doch mal, die Melodie von eben nachzuspielen. Okay.
Hat hingehauen. Damit hier hat sich deine Melodie eingeprägt. Let's go! Du erhältst die Hirntafel von damit hier. Diese Steintafel wohnt die Energie des Psychotyps inne, wird auf bestimmten Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typ Psycho. Ja, Bessie Parcours. Dank der Elysienflöte wird dich damit hier geschwind durch Land tragen. Also, worauf wartest du? Du willst doch anschließend Axantha beim Baumriesenkampf besänftigen, oder? Auf Damitis Rücken kannst du das Grasland im Nu durchqueren. Nice. Nice. Okay, das ist... Oh mein Gott, ist das... Oh. Okay, da geht mir richtig was weiter, du. Wenn ich jetzt nicht gerade fahren muss oder so. Einfach durch Prärie. Hui! Wey! Jetzt Becko. Da ist ein Pipipachu. Was? Und weiter geht's. Oh Gott. Ich kann sprungsen. Lula Elite Pokémon. Ja, damit hier. Aber damit hier. Und hoch. 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 Hallo, ihr Entons. Ihr Entania. Entouristen. Weiß nicht, wie ich euch nennen mag. Freunde und Verfechter. Ah, da liegt Jonas, was hinter dir. Okay, geht ein bisschen schneller. Von der Team Galactic Expedition habt also einen Weg gefunden, Axandra zu besänftigen? Yep. Wie bitte? Du willst deine Lieblingsspeisen so verarbeiten, dass man sie leicht werfen kann? Dieser Einfall ist unkonventionell, aber irgendwie auch genial. Eure sogenannte Wissenschaft scheint ja keine Grenzen zu kennen. Wenn wir Axantha auf diese Weise mit seinen Lieblingsspeisen füttern können, helfe ich dir natürlich. Lass uns dieses Ding gleich herstellen. Nicht so schnell, Tolpin. Tolpatsch. Ich habe wie versprochen eine von Axanthas Lieblingsspeisen mitgebracht. Kullerbohnen. Ohne die kommt ihr nicht weit. Und natürlich, tut mir leid, Perla. Hatte ich doch völlig vergessen. Ich muss zugeben, dass der Perlclan nicht fähig zu sein scheint, dieses Problem zu lösen. Daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diese Aufgabe der Galaktik-Expedition zu überlassen. Aber ich zweifle immer noch sehr daran, ob das wirklich eine gute Idee ist. Schließlich unterscheiden sich unsere Gebräuche und Werte voneinander. Deshalb muss ich dich zuerst zur Prüfung herunterziehen. Unterziehen. Was ausziehen? Was? Du scheinst mit Pokémon zu kämpfen, die du mit deinen Pokébällen fängst, richtig? Das Pokémon an meiner Seite hingegen steht mir nah wie eine Schwester. Erst wenn du gegen mich und Glaciola im Kampf gewinnst, kann ich dich ruhigen Gewissens gegen Alexander antreten lassen. Bist du bereit? Let's go! Okay. Okay. Nice. Ich verstehe.
Diese Pokémon sind letzten Endes nur ein Werkzeug. Selbst zu gefangenen Pokémon kann man anscheinend eine tiefe partnerschaftliche Verbindung aufbauen. Das beruhigt mich etwas. Ich werde dir diese Aufgabe anvertrauen. Lass mich deine Pokémon heilen. Ja. Würdest du mir jetzt erklären, wie der Plan der Galaktik-Expedition aussieht? Was soll mit Axanthas Lieblingsspeisen geschehen? Ja, das ist ja so, wir dann die jetzt zu einem Ball formen und dann drauf werfen. Weil du dich Axantha nicht nähern kannst, willst du sie zu Kugeln formen, um diese zu werfen und es zu besänftigen. Verstehe, das könnte funktionieren. Entspannungskugeln. Nein. Entspannungskugeln! Oh, Kinder, braucht ihr ein paar Entspannungskugeln? Was? Ah, sorry, bin Kopfhörer. Diese Erfindung sollte den Namen Ruhegabe erhalten. Schließlich ist es immer noch eine Opfergabe. Wenn ich Axantha damit helfen kann, werde ich all mein Herzblut in die Herstellung dieser Ruhegabe stecken. Jo, das ist nice. Ich bin aber Menschen. Tada! Die Waldruhegabe sind fertiggestellt. Damit sollte sich Axantha besänftigen lassen. Hoffe ich. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes, den mächtigen Axantha, herbeirufen. Let's go! Stütze Blick neu. Okay. Dann müssen wir es anvisieren, ausweichen, werfen. Anvisieren, ausweichen, werfen. Ja, oh. Oh, was ist passiert? Ups, da ist eine ganze Serie. König des Waldes Axantha. Wenn du gegen Könige und Königinnen kämpfst, musst du sie mit Ruhegaben treffen, um ihre Wutleiste zu verringern. Ist dieser vollständig geleert, gewinnst du den Kampf. Sollte dem Kampf gegen König eine günstige Gelegenheit ergeben, kannst du versuchen, mit deinem Pokémon gegen sie zu kämpfen. Gehst du siegreich aus diesem Kampf hervor, wird der König oder die Königin wehrlos und Ruhegaben entfalten eine größere Wirkung. Oh, leck mir am Arsch, das ist schnell. Okay. Jetzt lohnt sein Angriff auf. Jetzt kommt's. Oh Gott. Weg. Ja, komm. Ja. Hallo, ihr wollt noch weg. Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst vor dem Ding.
Deal with it. Achso, ich hätte jetzt... Oh, das Ding steht direkt vor mir. Wieder die tut. Wieder die tut. Alles gut. Okay, da ist so. Ja, komm. Klapprat. Burn. Burn ist nice. Donnerschlag. Das kann ich aushalten. Komm. Komm, 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 ich gelaufen. Komm. Gib ihm. Kraftglut. Los, 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 los. Oh, ich hab's. Nice. Nur 3 Hits gekriegt. Last Hit. Revanche. Hallo, mein Freund. Level up. Oh, massiv Level up, du. Du hältst die Käfertafel von Accentor. Was war das? Das Licht von Accentos Körper ist verschwunden. Ist der König des Waldes damit endlich besänftigt? War also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Accentos unnatürlicher Macht? Gut möglich. Ich denke schon, ja. Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung. Neulich kamen unerklärliche Blitze aus dem Riss des Himmels geschossen. Vielleicht ist Accentor wirklich so in Rage geraten, weil es von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss im Raum Zeitgefüges soll ihm diese Kräfte verliehen haben? Aber das würdige Sinnoh verweilt doch jenseits dieses Risses. Würde das nicht bedeuten, dass die seltsamen Blitze von ihm stammen? Dann hätten wir es nicht besänftigen dürfen. Und ich, naiver Trottel, habe fröhlich dabei geholfen, den Ruhegaben herzustellen. Beruhig dich, Topin. Accentor, der König des Waldes, hat den Perlklein stets vor Pokémon beschützt, die uns angegriffen haben. Wenn diese Kräfte wirklich von einem ehrwürdigen Sinnoh stammen würden, hätte es dann wahllosen Menschen und Pokémon attackiert? Das, was Manu getan hat, war richtig und notwendig. So sehe ich das. Glücklicherweise konnten wir diesem Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns und dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Corona, Gesundheit. Solltest du wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser quälenden Rage leidet, hilf ihm bitte also. Na schön, das ergibt Sinn. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Jedenfalls möchte ich auch dir meinen Dank aussprechen. Hier, das ist ein Dankeschön vom Perlclan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich dankbar. Was kriegen wir? Zitrobeeren! Lass mich deine Pokémon heilen. Immerhin haben sie für uns gekämpft. Okay. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist, obwohl mir keinem Reim darauf machen kann, warum das passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gebannt haben, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich würde Accentor gern noch einmal so in Rage sehen. Bei so viel Macht kriegt man doch Gänsehaut.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so, ja, so toll finde. Ist da noch was? Berichte Expeditionsleiter Demboku, dass du deine Aufgabe abgeschlossen hast. Komm, hoch, hüpf. Und hüpf. Merci damit hier. Wir können da noch mal umschauen, was das so ist. Da liegt noch was am Boden. Setz Wood. Wood is life. Wood is Wood. So. Was sagt's denn jetzt? Sollten wir dann mal zu der Pokémon-Wiese gehen und vielleicht noch mal neue Pokémon mit das Team aufnehmen? Ja, bisschen Items farmen. Was es dort noch alles so gibt. Auch mit Nonnerberry. Na, ein Pudox. Okay, ich war zu langsam. Scheiße, ich wollt's erschrecken. Einfach erschrecken wollte ich's. Pudox. 4 Exemplare besiegt. Dann nochmal ein paar. Schnellverstecker. Neue Pokémon. Gut, dann gibt es am nächsten neue Pokémons. Ah! Ich habe es erschreckt. Glaube ich. Dann mal wieder mal ein bisschen durchwechseln im Team. Achso, das. Ah, das lebt noch! Alles klar, nice. Ich dachte schon, das wird tot. Aber ich wollte das Item nachfilmen. Schade. Burn, burn, burn! My friend. Burn it. Oh, hallo Auto. Burn him down. Onkel Rabe. Du Sickel. Haben wir schon Pudox gefangen? Ich weiß es nicht. No, I don't know. Ich glaube nicht, dass wir da sowas haben. Ich glaube nicht. Also fangen wir noch was. Klasse, Mann. Pudox wurde gefangen. Oh wow, der Boin, der ist... Das ist der Wahnsinn. Warm Pool. Was haben wir da noch? Noch so Honigwabe. Wabe. So, und dann gehen wir langsam wieder mal Richtung Heimat. Aber es gab so viele Sachen, die wir konnten. Ich kann jetzt da Evoli entwickeln. Nein, das tun wir nicht. Stadellili. Juhu! Hui! Ist mir alles wurscht. Elite-Pokémon ist mir wurscht. Ich bin ein Damietier. Mir ist alles wurscht. Wir können uns teleporten.
Grünlaubbasis. Na, unseren Bericht beim Prof abgeben. Jawohl. Oh, noch mit Hausi. Nice. Thank you. Thank you, my dear. Okay. Okay. Ja, ist klar. Dann haben wir aber Punkte. Impressiv. Wir sollten ins Dorf zurückgehen. Impressiv. Ich finde das auch impressiv. Flaschenaufschrauber. Oh. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also besänftigt, habe ich recht? Oh, was sehe ich da? Kann es wirklich sein? Ist das etwa eine Tafel? Dürfte ich ihn mal etwas näher ansehen? Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Das scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du sie her? Ja, der Pokémon hat's ausgeschissen. So. Eine Tafel hast du also von Damietier bekommen, als es dich für würdig befunden hat. Eine andere von Axantor, nachdem du es besänftigt hast. Oh, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui verstreut sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschrift lösen, könnte uns das möglicherweise zu einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Da zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft. Bis dann. Tschüss. Moin, Meister. Der kann wieder mein Inventar entleeren. Alles weg. Alles weg von meinen Muchern. So. Jetzt haben wir noch schnell Bericht erstatten und dann suchen wir uns ein Pokémon. Wie geht's im Wampel? Na, was macht die Forschung? Uns beiden hier geht's blendend. Na, nur was ist denn mit Pieptrich los? Ah, Pieptrich hat sich zu Schaloko entwickelt. Nicht mehr lange und aus dir wird ein elegantes Papinella, Pieptrich. Pani? Cool. Ja, wir stehen in Scheffela Grande. Sie, Simon Montoya. Guten Tag. Ah, der ist noch was, warum, oder? Ja. Ich meine, hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axantor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen ist, vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Man hört, dass es auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in Rage gibt. Deshalb musst du auch weiter im Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch, genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt schon in heißen Kost? Ah, das ist er. Ja, passt schon. Du solltest dich ihnen anschließen. Abgeschlossen. Der König in Rage. Ich nehme wieder den üblichen Kartoffelmochi mit Mebubishi. 3 Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axantor unversehrt überstanden hast. Unsinn, Mano war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass er während des Kampfes immer gut auf Axantors Bewegungen geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig vorbereiteter Anstrengungen. Dieser Sieg
war ein Produkt von Blut, Schweiß und Tränen. Dank Mano kann der Forschungstrupp jetzt viel sicherer seiner Arbeit nachgehen. Falls du dich noch sicherer fühlen willst, solltest du das Item aus dieser Anleitung herstellen. Mebishi hat sie mir überlassen. Rauchkugel. Cool. Yes, wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanto angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Das ist doch toll. Gehen wir jetzt Bubu? Mano? Ich habe auf dich gewartet. Mein Name ist Jula. Ich möchte dir etwas Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Okay, Tati. Mal bitte zu Hause die Hosen geschissen. Die weiß nicht, wen Kaka weg. Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Manu, setz das zerbrochene Siegel wieder instand. Was muss ich tun? Komische, gruselige Mädchen erklären mir Sachen. Danke. Du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spiritkern hier. Pass gut drauf auf. Was ist jetzt dies? Kann man das essen? Krüppuk. Mit diesem rätselhaften Stein kann man violett leuchtende Geisterlichter einsammeln. Die ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Es sind 107 an der Zahl. Ja, die müssen wir finden, die Kotz. 107 an der Zahl. Mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern dabei hast, kannst du sie sehen. Ich weiß, dass ich dich damit viel verlange, aber bitte versuch sie alle einzusammeln. Irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein. Damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Ah, ich höre sie sogar. Ich höre so. Wo ist denn? Mann, wo willst du hin? Ich hab keine Angst, berühre das Geisterlicht. Oh. Hallo, Entschuldigung. Oh, es ist die Bücherei geflutscht. Was? Was? Hast du gesehen, wie es vom Spiritkern eingesogen wurde? Sie ist meine Hosentaschen. Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen sollst, frag mich einfach. Oh, und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir einige tolle Belohnungen geben. Ich warte hier auf dich, Manu. Ist bloß eine Nebenmission? Little shit. Am nächsten Tag. Good morning. I'll say everybody. Strong, healthy and full of energy. Gut. Wow. Der Friseursalon der Galaktik-Expedition ist echt schick. Oh. Hey, du da. Du bist Mano, richtig? Du warst es doch, der den herumwütenden König des Waldes Axantor wieder beruhigt hat. Kann sein. Du bist eine kleine Berühmtheit, also brauchst du dich gar nicht versuchen, dich rauszureden. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Dein Name ist? Ach, ich bin übrigens Hinatsu. Ich bin die Wächterin des Diamantclans und leidenschaftliche Friseurin. Freue mich, dich kennenzulernen. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit Denboku verabredet. Bis dann.
Was? Warum in der Zwickmühle? Are you besoffen? Oh Gott, und jeder hat... Gefühlt jeder von den Öllis hat jetzt eine Mission für mich. Oh, beste Ware, kaufe billig. Okay, was können wir kaufen? Gott, das habe ich alles, kenn ich. Das habe ich alles. Was hast du? Und sei gegrüßt. Ich habe interessante Waren erhalten, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Heute folgendes. Für 2000 im Angebot. Rauchkugelset. Was genau es damit auf sich hat, erfährst du erst, wenn du die Ware haben hast. Was sagst du? Ja, ist doch wurscht. Wegen mir Mülli. Die Gilde dankt. Hier deine Ware. Du kannst dich schon auf meine nächste neue Lieferung freuen. Komm bald wieder. Jetzt warte mal. Wie viele Nebenmissionen haben wir jetzt noch auf? Das Riesen Bamelin und die Geisterliste von Haumenida. Schließe dich Hinatos Besuch bei Expeditionsleiter dem Boku an. Okay, alles klar. Da haben wir dabei noch nicht. Ich glaube, wir machen dann aber Nebenmissionen. Dann möchten wir Teamumbau. Wieder mal ein bisschen was anderes mitnehmen. Yes, ich da gerne. Jetzt geben wir mal Übersicht. Weide 8. Lassen wir Igel Lavador und Bamelin, Staravia, Luxio und Papinski. Mitnehmen Dorma. Bichbu. Ein Haspiror. Ja, genau. Ein Ton mitnehmen. Ein Ton. Hätte eh nicht so viel davon. Ein Ton? Nö. Bin nicht so viel gefangen. Was ist denn da das Beste? Spezielle Verteidigung, spezieller Angriff, Verteidigung. Nehmen wir das mit. Ein Subetschki. Und Glorsteuer nehmen wir noch mit. Stein. So, that's it. So. So, was ist los, Meister? Ah, genau die Person, auf die ich gewartet habe. Blablabla, blablabla. Angst. Eine zufällige Linse, habe ich den Einfall. Du möchtest der Haspiro. Es sieht so flauschig aus, so liebenswürdig, oder? Wenn du die Aufbewohner dieses Pokémon erst einmal sehen, wollen sie bestimmt ein Foto mit ihm machen. Ich möchte ein besseres Foto von diesem Pokémon schießen. Könnt ihr bitte mich finden und mir zeigen? Ja, Kimmer, das haben wir sogar im Team. Digi, Dudi, Meister. Ich habe alles, was sie brauchen. Und noch viel mehr, wenn ich denn der König... Pokémon zeigen. Ich hab doch was gefangen. Ach, du Hans. Du warst. Bin so gerade blink wie Alter. Oh, es ist echt das Pokémon sogar noch flauschiger und liebenswürdiger als auf dem Foto. Ja, genau ist das Pokémon, nach dem ich gesucht habe. Ich werde ein Foto von ihm machen. Klipp, klipp. Dank dir. Und dieses Pokémon könnte ich ein tolles Foto schießen. Jetzt werden wir sicher alle für meine Foto begeistern, ohne vor dem Pokémon vor der Linse Angst haben zu müssen. Was kriegen wir jetzt da? Ich weiß nicht.
Ich habe meine Belohnung ehrlich gesagt nicht durchgelesen. So, was hat der Rest vom Haus so für Probleme? Die Hippopotas im roten Sumpfland sollten je nach Geschlecht anders aussehen. Wenn ich mir die Unterschiede etwas genauer ansehen könnte, würde mich das bestimmt dazu inspirieren, neue Kleidungsmuster zu kreieren. Könntest du bitte ein männliches und ein weibliches Hippopotas für mich fangen? Da kämen wir noch gar nicht hin, oder? Oder? Sumpfland? Riesenkampffeld. Da können wir doch gar nicht hin, da dürfen wir nicht hin. Sind sie besoffen? Wahrscheinlich wird jetzt das dann freigestellt, wenn ich zum Meister Skifuhr fege. Ist mal weg. So, was möchtest du? Auf jeden Fall. Nimm 3 Ehrenmutterreis als Geschenk mit, dann wird er hoffentlich wohl gehen. Okay, ich muss jetzt aufgehen zum Bauern und musst du fragen, ob wir noch ein bisschen Mama kriegen. Ha, ich muss dein Mutterreis besorgen. Bist du ein Zipfi? Warum muss ich den besorgen? Nein. Der Heiser von Gemischtwarenladen bittet sich mit Tau Hoa zu reden. Und damit dieser neue Waren verkauft, bringt Hauer dem Kommandanten des Produktionszugs ein Geschenk und verhandelt mit ihm. Belohnung, der Gemischtwarenladen bietet mehr Waren an. Muss ich mal die Kisten anschauen, ob wir so ein Mutterreis doch haben. Bin mir damit jetzt nicht sicher. Haben wir sowas? Nicht, dass ich wüsste, seit dann heute ein Donnerstein. Cool. Meine was? Die mega komische Sachen von mir. Ich verstehe ja frei nicht. Ich will doch nur spielen. Wow, 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 tschüss mal. Wie viele Aufträge machen wir denn noch? 100. Ivo im Missionsmarker? Ja, der Wahnsinn. Was Aluna, sagst du? Also könnten auch Pokémon, die keine Könige oder Königin sind, in Garage geraten. Von Diamond Pella habe ich zwar noch nichts darüber gehört, aber das heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Hinatsu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht, und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die einzigen, an die ich mich wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Perlclan, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste. Ich meine, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Es gibt eine neue Mission für dich, Mano. Mach dich auf zum roten Sumpftal und untersuche, was zu Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiven Drücken ausüben. Wenn die Situation es erfordert. Als nächstes sollst du das rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland.
Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, aber über steile Täler Küssen kleben. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursa Luna findest du in den Ruinen des Trostes im roten Sumpfland. Danke, Sir. Ma'am. Raus. Raus! Und irgendeine gescheite Mission. Du vielleicht? Judy McGoody? Hallo? Du siehst wie jemand aus, der Freude am Basteln hat. Kann ich dir um was bitten? Hättest du Zeit, dich um eine ganz besondere Anleitung zu Fuß versuchen? Sie liegt mir am Herzen. Ich würde mir gefallen, wenn jemand ausprobieren würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier hast du die Anleitung. Kokeshis. Nächstes Material, 3 Stück Holz. Damit lässt sich eine Pokémon-Kokishi herstellen. Ich wollte Hisui um ein Kunstobjekt bereichern und hoffe daher sehr, dass meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, mir wohl für eine Herrlichkeit Kokishi zeigen wirst. Okay. Alles klar. Ja, es ist recht. Ich hab 3 Stück Holz. Ist das süß. Alter, super. Super Belegstein. Mal gleich noch. Yo, Tati, wo ist denn überhaupt heute der Mandu? Der geht mir schon fast ein bisschen low. So. Püppchen haben wir hergestellt. Das nenne ich Handwerk. Ja, genau so muss eine Pokémon-Kokishi aussehen. Lass mich mal einen genauen Blick drauf werfen. Herrlich. Diese glatten Rundungen. Ich sehe gleich, wie liebevoll du das Holz bearbeitet hast. Und diese knalligen Farben. Solch eine Farbpracht kann nur einem wahren Künstler hervorgebracht werden. Potzblitz. Sie scheint dem perfekt ausbalanciert zu sein. Beeindruckend. Auf YouTube. Ah, da ist der Mann, du. Ja, der hat sich noch nicht mal die ganze Zeit. Das war ein Strizi. Ja, kennen wir schon. Für einen Moment könnte man meinen, sie würde umfallen. Doch nichts da. Sie steht wie eine Eins. Genauso wie ein Pilz. Puh, ich muss mich erstmal beruhigen. Da ging mir einer ab, du. Ach, ich muss das Zelt wieder abbauen. Wir sehen uns später. So. Oh. Arbeiten sind vollendet. Mir scheint. Sieht schon cool aus. Wissen Sie? Ui. Warte mal. So. So muss das aussehen. That looks pretty nice, yeah. Okay. Weiter im Text. Wir gehen jetzt trotzdem noch ein bisschen ins Grasland. Ich mag jetzt noch nicht Sumpfi gehen. Aber kann ich mich da gleich hier teleportieren? Weil wenn ich jetzt da hingehe, dann muss ich bestimmt gleich Sumpfi aufbrechen. Jetzt nur drauf. Nee, die ernsthaft, oder? Ich dachte, Du spielst ja offscreen weiter. Warum? Spiel nicht weiter. Oh, Manu. Du kommst wie gerufen. Das Schicksal will wohl, dass wir miteinander kämpfen. Ja, gut. Ihr habt zwar das Kack-Team dabei, aber gut. Nach einem spannenden Kampf verstehen Pikachu und ich uns hoffentlich besser. Noch besser. Gespannt, was du jetzt für Level hat. Hat die Wiwi! War vielleicht sinnvoll, wenn wir die zuerst Donner wählen. Gib los!
Donnershark. Ist die schläfrig scheiße. Ja, aber du fängst die guten Pokémon. Was für gute Pokémon fange ich an eigentlich? Bist du Psoffi? Ja, 2 Pokémon gefangen, du nicht. Pikachu und Efulski. Und Efulski hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert, bis der rausgekommen ist. Weil ich mich dumm gestellt habe. Hä? Das hätte im Stream nicht gebraucht. Donnerschock. What? Was ein Kopfstoß ist hart, du. X. Evoli. Sternschau, please. Pikachu Evoli sind ziemlich die schönsten bzw. interessantesten Pokémon, finde ich. Gut, dann fangen wir jetzt einfach nochmal Evoli. Ich brauche mehr. Das wird nicht reichen. Schau. Ah, shit. It might be hurts. Oh no! Pikachu the bullet me. Ah! Haspiro Rückzug. Wow! Evoli habe ich halt eigentlich nur gefangen, weil ich mitgekriegt habe, dass es ziemlich lang dauern kann. Wenn Pokémon ihre Attacken einsetzen, komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Okay, tschüssi. War trotzdem schön mit dir. Ja, Attacken. Oh je, jetzt ist Pikachu sauer auf mich. Danke für den Kampf. Nimm diese Anleitung. Schleichsprays. Weißt du, ich untersuche gerade die Verzerrung des Raumzeitgefüges. Hast du schon davon gehört? Sie sollen in letzter Zeit an verschiedenen Orten auftreten. In dieser Verzerrung gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Pass gut auf, falls du dich hineinbegibst. Also dann, gehen wir zum Sumpf nach Morganit. Nein, ich da gerne not over. Ja, Graslambasis. Jetzt soll ich ein kleiner, wenn mir Evoli fängt. Mittlerweile weiß es ja. Ich will es eigentlich nur ausprobieren, ob es bis hier krieg. Und Nati hat mir schon zum Rauchen ist. Okay, machen wir Pause, Kinder. Pause. Pause zum Rauchen ist.
Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mando da ist. Oder ob er schon wieder abgehauen ist. Oder ob er auch rauchen gegangen ist. Auf jeden Fall. Na, das war nicht so gemeint. Mir ist ja egal, ist nur faszinierend, dass du keine 3 Tage ohne Pokémon schaffst. Na, weil das Game übel feier. Mir hat noch nie so ein Pokémon-Teil so Catch gehabt wie das. Holzspielzeug in der Form eines Pokémon kann verkauft werden. Das ist der einzige Zweck. Nice. Gut, Kindes. Wir glaube, wir schauen uns jetzt da noch ein bisschen um, weil ich glaube, wir haben da noch nicht fertig. Wir haben. Können wir da irgendwo mehr? Ja, über da. Über die Hufeisenwiese können wir noch da oben gern dahinter. Bin da. Hast du dann das gehört, was ich gerade gesagt habe, oder? Zu deinem Text? Weiß ich nicht. Wir gehen mal einfach da bei der Hufeisenwiese da runter, dann noch ein bisschen fangen und gehen wir dann da noch rüber. Ich möchte noch schauen, was da mit ist. So ist der Plan. Pokémon haben geheilt. Yes. Wow. Hoppa! Einfach drüber gesprungst. Ja, nicht so bis sei unterlevel die ganzen Pokémon, die wir da haben. So. Ja, hab ich. Wieso nicht die neue Gegend? Ja, weil ich da noch nicht fertig bin mit erkunden. Oder soll ich da offscreen fertig erkunden und, und wir machen die andere Gegend heute noch. Sucht's euch aus. Aber wenn wir gleich die neue Gegend gehen, muss ich wahrscheinlich wieder Team wechseln, weil wir das mit dem Level nicht so. Es wird knapp. Oder zumindest ein paar aus dem alten Team wieder mitnehmen. Ich sag nichts dazu. Können wir das Ding besiegen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Ding ist Level 40. Na, komm zurück. Wir müssen sowieso noch mal die erste Gegend zurück, weil wir jetzt noch nicht alles aussurfen können, was interessant wäre. Also können wir auch gerne in die neue gehen. Dreh dich um! Du geschocktes Viech, du! Okay. Ich trau mir nicht. Au, au, es juckt. Und da mal geschwind was anderes mitnehmen. Und. Hallo? 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 Pokémon. Wenn nehmen wir denn nimmer mit? Fangen wir mal so an. Pikachu nehmen wir auf alle Fälle mit. Genauso wie Evoli. Ich glaube, wir nehmen Entern sogar noch mit. So, und dann noch 3 vom alten Team. Igelava.
Pinsky oder Stawinski? Stawinski. Mach, wie du willst. Ausgleichen. Und nix mehr. Ja, Professor kann ich schon Bericht erstatten, steht da nicht viel drin. Aha. Ins Dorf zurück. Sumpflandbasis. Neue Pokémon. Rotes Sumpfland. Das ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Ich habe von deiner Mission bereits gehört. Zu den Ruinen des Trostes. Geht es da entlang? Mhm. Ach, guck dir das aus. Ah, da gibt es neue Items. Niemand weiß, wann und wo Verzerrungen des Raumgefüges auftreten. Ich werde zunächst einmal im Sumpfland danach ausschalten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Ah, das sind jetzt die Felder. Die sind neu. Verzerrung des Raumzeitgefüges. Es sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Meiner, es juckt. Dann widmet euch mal voll und ganz eurer Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belela dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken lernen. Ja, da tun sie sich nicht so runter. Tue ich nämlich auch nicht. Ja, was geht? Aber ich sag noch nichts. Wer ist ein Enton? Ah, da haben Knospis. Ja, hallo? Hallo, Knoschblus. Oh, und eine ist Wasser. Jetzt geht's unter. Ja, scheißen. Geht's dir gut? Soll ich einen Song rufen? Ja, schade. Hallo? Hallo? Wer ist denn also Knospel? Schleichen wir uns von hinten dran. Keiner kann mich sehen, ich bin dein Mann. Upp. Knospi, Knospi, Knospi. Knospi ist jetzt im Team. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Bei Tageslicht gefangen. Was haben wir da noch? Entons. Ja, da wollte ich noch was anderes geben. Oh no! Fight against that! Kleines Paras. Flimbred. That's it. Also bis jetzt. Ich sag schon ein paar. Hallo? Keine mehr. Okay. Ein paar Gift-Pokémon. Da müssen wir surfen. Mir scheint. Aber wenn ich da eingehe, dann saufe ich wieder. Da ist ein Enton. Sonst sage ich da nichts. Ah. Jetzt hier Pussy gerade gehört.
Oh lol. Das hat nicht gelangt. Jetzt hat. 19. Auf ein ganz schade die Dinge. Entwicklung möglich. Ah, okay, alles klar. Da ist irgendwie gar nicht so viel los. Hier haben wir aber ein paar stärkere Pokémon. Mutantenmais. Ja, ist klar, Manuel. Pikachu! Pikachu! Pika, pika, piep, pika, piep, piep, piep. Was? Okay, Tempo bringt mir nichts. Donnerschock. Krafttechnik. Okay, reicht nicht. Scheiße. Hypnose. Ha! Ich bin durch den Sleep durchgekommen. Level up for Pikachu. Das können wir noch mitnehmen. Was ist denn das? Eine Knospe? 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 Nice. Voll gegen den Kopf geworfen. Normaler Donnerschock. Blubber. Der wird nicht töten, tut's er nicht. Nice. Ah, Pikachu kann jetzt Zauberlevel formen. Ein gutes, ein gutes. Ich hab fast gesagt, wir gehen mal da mal um. Da ist noch so ein Venuflibis. Sollen wir uns vielleicht ein wenig ruhiger dran schleichen? Hä? Ja? Venuflibis. Gefangen. Da tut einer sleepen ein bisschen. Leichter wird's nicht. Da ist jetzt hier Peise. Ich kann schon mal Bäume ernten. Ah, da noch ein paar so Venusflibis, ja mal. Venuflibis. So, jetzt ich wieder so B-Card. Oh, die Pokébälle sind so schwer. Entwickeln? Was entwickeln? Meinst du Evoli? Also gerade kann man es entwickeln. Gerade, Gerade war die dabei. Weil ich wollte sowieso bei Nacht entwickeln. Oh, Nebulak. Immer mit der Ruhe. Ach, komm schon. Bis dann.
Erstauner. Was kannst du so? Absorber. Absorber! Ja. Okay, geil, dann haben wir gleich noch Evoli entwickeln. Machen wir. Gift hat keine Wirkung auf Knospi. Ich hoffe, dass ich nächste Runde dann schneller bin. Absorber! Ein Volltreffer! Hui! Also entwickeln wir jetzt dann Evoli gleich zu einem von meinen absoluten Lieblings-Pokémon. Ist das eine Absicht? Machen wir. X. Yes. Und das ist wirklich eins von meinen absoluten Lieblings-Pokémon. Meist nicht. Ich hätte eigentlich Mord, es müsste zu Nachtara werden, aber Felinara ist auch cool. Felinara ist auch cool. Ausgleichen, Schokobärchen! Nimm mal. Eine ist Futz. What the fuck? Felinara, let's go! Sternschauer. Ja, das ist doch mag ich nicht. Aber es fängt an zu regnen. Wie scheint. Gib ihm. Oh, es klingt nicht. Au. Au. Danke. Felinara. Husqvarna. Deswegen haben wir so viel Tränke dabei. Um unsere Pokéballs da wieder viel zu machen. Oh ja, Knospi gar nicht viel gemacht. Entschuldigung, Knospi. Es tun mir sorry. Ich hab gerne noch so einen Nebulaktal gefangen. Das wird doch bestimmt nichts sein. Wie lange machst du heute? Ja, bis um kurz vor 9. Hab ich noch nicht gesehen. Bis um kurz vor 9. Ich weiß schon, der Dschungel ist schon da. Ach, komm schon. Au. I don't like this. Ich weiß, man, du willst auf die Couch, weil der Dschungel schon da ist. Das gibt's doch nicht. Was ist mit dem Nebulak los? Und mit dem Kombi!
Aber kann es jetzt noch probieren, ansonsten ist es Ende. Kann ja RTL passieren, aber das heißt doch noch weniger Schlaf für die, Mann, du. Noch weniger Schlaf ist nicht gut für mein Du. Da wird er ganz kaputt. Ich könnte doch dieses RTL parieren. Wir sitzen da mit dem Bidifos. Ich soll ich mir auch. Wer bist denn jetzt, du? Oh, warte, Oma. Mein Name ist Yugao. Ich bin die Wächterin des Perlclans. Ah, sehe ich richtig? Du trägst eine Elysenflöte bei dir. Du bist etwa jener Mensch, der aus dem Riss im Raubzeitgefüge gefallen ist? Komm, das bin ich ja. So ist das also. Ich habe bereits von dir gehört. Du hast das umherwütende Axantor beruhigt. Damit hast du sicherlich einigen Menschen geholfen. Doch frage ich mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Letztlich hast du es doch einfach mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Liege ich da falsch? Zudem läufst du hier herum und fängst wie verrückt Pokémon mit diesen kleinen Bällen. Deswegen werde ich die Galaktik-Expedition niemals um Hilfe bitten. Und den Diamant-Clan genauso wenig. Dieses Mädchen, Inatsu, hat uns zwar Hilfe angeboten, aber wo kämen wir denn hin, wenn wir mit dem Diamant-Clan gemeinsame Sache machen? Und nun, geh. Ich bin äußerst beschäftigt. Mit was? Mit Spaziergang und Grabfall scheißen, oder was? Manu, sei doch gütig und kämpf gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen König besänftigen konntest. Okay, Alter. Geh mal rein. Doggy! Als Holz sogar. Jetzt das. Cool. Rückzughieb. Hibiskus. Oh, nicht so effektiv. Okay, ich bin jetzt zweimal hintereinander drauf, wenn ich Rückzughieb eingesetzt hätte. Das war jetzt dumm. Hibiskus. Ja, Rückzughieb. Und gleich nochmal. Das war's mit Dogetari. Kaumalat. Haben wir schauen, was es macht. Okay, ziemlich genau Hälfte. Ja. Wir wechseln jetzt auf Staravia, weil dann hat sein Dampfwalze also eigentlich keine Wirkung mehr. Wir können schön mit den Aeros ein bisschen reinschlitzen. Schlitz. Oh, eine Volltreffer, was auch noch. Windhose, okay, alles klar. Rückzughieb, bringen wir es zu Ende. Zack, boom, hi. Kampfende. Nice. Oh, deine Anweisungen waren hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Deine Stärke ist wahrlich beeindruckend. Nun denn, lass mich deine Pokémon heilen.
Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach den Fragmenten der Steinplatte, das Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Gestohlen? Ja, ganz genau. Es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des Trostes entwendet. Sind dir noch keine Gerüchte über die 3 Banditenschwestern so angekommen? Auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon öfters überfallen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yugao will dieses wertvolle Plattenfragment auf eigene Faust zurückbekommen, aber mit einem Alter von 99 Jahren ist das leichter gesagt als getan. Was sagst du? Würdest du das Plattenfragment für Yuko zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei, denn wir von der Gilde lassen uns keineswegs gefallen, dass man unsere Ware entwendet. Außerdem kann ich ihnen aus Prinzip nicht verzeihen, dass sie mutwillig Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe des Sumpfbass die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Ich weiß es nicht. Kommst du jetzt mit mir mit oder bleibst du dort? Du bleibst dort, alles klar. Was war hier? Dumme. Sie Putschlis? Das ist nur die neue Blume. Okay, alles klar. Nein, nein, da das auf mal, da das auf mal. Lecker mich an der Fussi. Oh, Bärchen. Chachu. Schlüffiblume. Was möchtest du jetzt? Putzen. Ah, Pilzis. Nochmal so ein Pikachu. Sollen wir das fangen? Aber es will kämpfen. Nein! Brutzel mir du ja nicht nieder. Hau ab jetzt. Absorber! Ruckzuck kippt, damit kann ich konform. Mit gerne konform. Und dann gibt es noch einen Pokéball. Auf die Pikachu! Nice! Ein weiteres Pikachu wurde unserem Team hinzugefügt. Außer Pikachu. Oder wie man da auch sagt. Voll. An dieser Stelle wurde ein Feuer gemacht. Es muss wohl jemand hier gewesen sein. Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du kein gewöhnlicher Dorfbewohner bist. Dass sich jemand bis hierher vorgewagt hat, kann nur eins heißen. Du willst uns 3 Banditenschwestern dickfest machen, stimmt's? Bevor wir diese arme Gestalt des Gar ausmachen, sollen wir vielleicht erstmal klar machen, mit wem er sich hier anlegt. Hör zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischen ist unseren Plänen nicht erlaubt. Gestanden? Ist hier der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stark gelegt, dass ich es selbst kaum glaube. Mittlere Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, du wirst mich nicht los. Felia ist der Name, merk ihn dir bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand ersticke ich prompt den Keim. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich die Nesseln setzt, bereut es gleich. Ihr reimet wohl den ganzen Tag, drum ich euch auch so gerne mag.
Banditenschwestern Dreierbund, du wurdest gewarnt, wir machen dich rund. Von dir stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, für dich ist vorbei. Überlasst es mir, mit dem werde ich im Handumdrehen fertig. Pokémon Battle. Ist schon einen perfekten Encounter dafür. So, Toxiquack. Schau mal. Aufs Nüsschen. Boom. Unschön, aber immer noch besser, als mich der Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Level up. Attacke gemeistert von Pikachu, sehr gut. Diese elendige Galaktik-Expedition, selbst nachdem ich euch verlassen habe, macht ihr mir noch das Leben schwer. Dann nimm dir halt diese gammelige Steinplatte, wenn du uns dafür nur in Ruhe lässt. Tja. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen, aber dieses Stück Stein ist doch keinen Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, was hast du eigentlich... Wieso hast du uns eigentlich... Um Yugoa zu helfen, für Ursaluna... Ja, um Yugoa. Yugao. Ach so. Du legst dich ins Zeug, um jemand anderen zu helfen? Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein wenig gerührt. Wir können uns allerdings nicht leisten, uns um andere Leute Sorgen zu machen. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Okay, 2,50 Mark? Dazu fällt mir ein alter Vers ein. Sei es die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärte Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk daran, auch deine Tage sind gezählt, nur Unkraut vergeht nicht. Ja, und ganz andere Sachen. Aber das erzähle ich dir ein andermal. Oh no. Schick mal Pikachu wieder hier für extra IP. Extra IP. Vital Knospi. Dann haben wir noch ein bisschen PLC. Drip, 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 drip. Okay, ich gehe da lieber so drüber. Sonst falle ich wieder ins Meer. Ich weiß, das wollt ihr sehen, aber nein, machen wir jetzt nicht. Tadam, Pikachu. Tadam. Ja, das war jetzt cool. Ah, mal da noch Schock. Zumindest Parast. Paralyzed. Aber that hurt so much. Machen wir jetzt einen Rückzughieb. In der Tempotechnik Edition. Jetzt natürlich nicht stark weh. Und dann gehen wir auf einen Kraftrückzughieb und dann haben wir hoffentlich so schnell. Nein, können wir jetzt den schauen. Machen wir Schaden. Nein, es reicht nicht. Oh no, Pikachu. Immer das reicht. Schade. Verschätzt. Aber, oh mein Anton. Anton macht's fertig. Oh, das ist ja ganz kopfweh. Arms Pika. Komm zu mir zurück.
So. So, Schokomäuschen. Was das wird? Sehen wir nächste Woche. Weil ich jetzt dann schon langsam abhauen werde. Bis ich geschwind ein bisschen Lava-Screen und ein bisschen Musik. Damit ich noch ein bisschen unterholen kann. Na, kein Dubstep. Da mal nicht weiter. Was schön ist. Jawohl. Entspannend. Entspannend. Genau. Was ist neu entspannend? Der nächste Pokémon-Stream. Wann der genau sein wird, weiß ich noch nicht. Ich schätze aber erst wieder nächsten Donnerstag, weil das Wochenende ist ziemlich vollgepackt. Mit voll privaten Sachen. Nächsten Donnerstag dann wieder länger. Genau, da machen wir wieder so 2,5, 3 Stunden, je nachdem. Aber nächste Woche habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Genau. Der Plan fürs Wochenende, ich kann es eigentlich noch nicht sagen. Der Mann, du und ich haben relativ viel zu tun das Wochenende. Und wir müssen aber hin. Hallo, da winkt er nochmal. So ist er braver. Genau. Ansonsten ist am Dienstag regelmäßig wieder zur alter Stunde. Der Manuel fängt da mit Forza. Genau. Wie gesagt, wir dann wieder nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Wochenende. Wieder kompliziert. Das kriegen wir schon unter, Kinder. Das muss ich nicht runter. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Heute ist schon gesagt, Warum sage ich es zweimal? Ich weiß es nicht. Bis dahin. Arrivederci. Und ciao. Ich sage einfach da wieder bei Manuel.